Noven zusammen, ohne alles klar soweit. Wir haben ja jetzt den Jägerhain eigentlich ganz gut abgegrast, wir haben schon eine Bossgegner gemacht. Jetzt hatte wir aber auch noch so eine kleine Stelle, wo wir auch noch angucken müssen. Und das würde ich sagen, machen wir halt einfach. Viel Spaß. Ich habe aber gerade irgendwie das Gefühl, als hätte ich einen Weg, den ich nicht gegangen habe, irgendwie so. Als einen Weg, den ich über sie habe, irgendwie so. Das habe ich echt so gerade das Gefühl irgendwie. Und ich weiß auch überhaupt nicht mehr, ich weiß ja überhaupt nicht mehr, wo der andere Weg war. Ich glaube hier um die Ecke hoch, gell? Nee. Nee. Noch immer nicht. Komm, den Köder machen wir mal weg. Weil der ist mir, ja, jetzt habe ich natürlich wieder Highlife-Dose. Wo war das dann? War das da unten? Nee. Da unten ist tot. Ich könnte schwören, dass das hier irgendwie... Nee, warte. Hier war es hoch, ne? Jo. Ja, genau. Hier war es. Jo, hier war es. Und zwar konnte man dann theoretisch hier hochgehen. War das hier hoch oder eins weiter vorne? Ah, ne, genau. Das war hier. Ja, genau. Runtergehupst. Jawohl. Aua. Aua. So kommt auch noch einer runtergehupst, glaube ich. Hä? Scheiße. Das hatte ich mir jetzt irgendwie auch nicht vorgestellt. Naja gut, dann gehen wir ein bisschen langsamer durch. Du musst die Feinde wegmachen, dass wir so durchrennen müssen. Du war hier so viele Löcher in der Brick. Du kann man hier unter Umständen auch mal gucken, ob man irgendwie auch noch irgendein Loch vielleicht so runterhupsen kann. So. Alter, wo kommst du dann her? Ich hatte doch da hinten schon alle gehabt, doch. So. Tschüss. Gut. Fackelmeister, kommst du auch? Oh, der halt gar nicht so wenig aus, also im Vergleich zu den anderen Helden. Ich renne jetzt hier mal hoch. Stehe hier auf die andere Seite von der Brücke. Ah, da war doch einer. Okay. Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, dass einer käme, aber nicht wieder 2 auf einmal. Die kriege von mir einfach nicht genug. Ich meine, irgendwo kann man es ja auch verstehen, aber irgendwann ist ja auch mal gut, oder? Oder der hinne, warte mal. Da geht's da hinne auch noch zu der oder einer anderen Brücke, oder ist hier ist Sackgasse? 2 Stück, auch nicht schlecht. Ne, hier ist es Sackgasse, okay. Alter. Lass mir doch bitte mal Ruhe jetzt. Das ist doch nicht mehr aus der Halle. Als hätte ich... Wissen Sie, wie hat das du bei Bud Spencer, ich glaube, 2 bärenstarke Typen geheißt, Eros Plus oder so ähnlich, das Spray, da sie sich andingen sie und dann du alle gar auf sie stehst sozusagen. Alter, jetzt kommen sie aber alle gar auf Elmo, hä? Nein, Alter! Aber ach, genau so asynchron, dass ich nichts mehr machen konnte, ne? Das ist halt immer scheiße, wenn es dich treffe und du dann quasi gestunt bist und nichts mehr machen kannst. Das ist echt... Das ist immer eklig. Und jetzt habe ich schon gesagt, komm, ich gehe mal langsam durch, ne?
Aber ich verstehe jetzt auch zum Beispiel wieder nicht, warum jetzt wieder 5 auf einmal angekommen sind. Beim ersten Mal, wie ich dorthin bin, so haben sie ja quasi gewartet, sozusagen. Da war jetzt noch ein dritter, genau. Guck mal, der ist uns jetzt den ganzen Weg schnell hergelaufen, ne? So, pass auf, du hupst mal da drauf. Ach, guck mal da. Wo kommst du dann her? Arschgift, ey. Wo will der mich wieder schäfen? Von hinten, ne? Oder von oben in dem Fall vielleicht eher. Sehr schön, 2 Stecher und Fettware. Einer, einwandfrei. Oh, was bist du für einer? Ein Toter. Alter, wo kommen ihr dann alle gar her? Als täten sie quasi mein Blut riechen oder so. Ich weiß auch nicht. Und vielleicht mich mal duschen oder so. Das gibt's doch gar nicht. Die kommen von Kilometer weit entfernt, kommen die angeflitzt, ey. Oh, gib her den Shit. So. Genau, komm, du musst erst. Okay, vorbei. Und tot. Sehr gut. So, der nächste. Genau. Ja, jetzt kommen sie wieder schön nah, ne? Du dich auch in die katholische Kirchbasse, ey. Schön, du, diese Selbstkasteiung, wo sie sich so da hinne mit dem Donne Ast oder was auf die Ricke schlagen. Guck mal, warum kommt der von da hinten jetzt schon runtergehupst? Wenigstens ist es kein Peitschenmeister. Jawohl, und tschüss. Reicht das? Jo, ne? Ah, jo, reicht das. So, da war doch noch irgendwie einer. Da oben, ist das noch einer, der da oben hockt? Ne, da hockt noch einer, genau. Irgendwie habe ich doch gewusst, da war noch was. Der Peitschmeister. Der kann da in so einem SM-Schubbe anheuern, ne? Da oben, das ist aber keiner, oder? Ich weiß nicht. Irgendwie sieht schon aus, als wäre es nur einer, ne? Der wackelt auch so ein bisschen, oder? Pass mal auf jetzt. Da kennen wir jetzt nichts. Aha. Ah, jo, war es einer. Komm her. Geschieht er gerade recht. Es geschieht er gerade recht. So. Und jetzt gehe mir hier... Ah, das hier ist das Anfangsgebiet, okay. Ja. Also theoretisch... Ah, hier ist genau, da kennt man sich... Vielleicht kann man sich da auch von oben runterfallen lassen, ne? Ah, jo. Ey, du bist auch ein Arschkäft, ey. Das schien gerade recht. Das schien gerade recht. Ja, ach, diese Pfanne hängt da noch eine. Ich habe natürlich keinerlei Lust auf dem schmale Brickchen mit denen viele Löcher für jetzt großartig Rambazamba zu machen. Soll sie gerade vorher den Abgang machen, würde ich sagen. Aber hier unten, das ist irgendwie, ist das eine Hütte oder was? Ne, das ist auch so Pfeiler, ne? Aber da ist nichts drauf, kein Item oder so, ne? Dann lassen wir es. Schurke, Vorsicht, Finstergeist voraus, Hölle der Untoten. Ah jo, da hinten ist auch noch so einer, ne? Es ist jetzt gar nicht so schlimm, dass da hinten noch einer ist. Ich würde auch hier rinspringen, so ist nett. Aber ich habe Angst, dass ich dann dort nicht mehr so gut rauskomme, weil dann müsste ich auch beim Rausgehen wieder hier auf die Brücke springen. Und da ist natürlich auch die Gefahr, dass du irgendwie drüber hinaus rollst, sozusagen. Ja gut, aber Fernkampf... Tut das Not, dass ich jetzt Fernkampf mache?
Oh, der hat aber auch besser Schlag am Leib, ne? Der ist aber wirklich best drauf, ey. Der ist aber wirklich fies, der Kerl, du. Der versteht auch so wenig Spaß, ne? Ich wollte gerade sagen... Nein! Warum schlägt der da nicht? Nein! Och! Allweil war ich wieder kurz vorm Herzinfarkt. Ey, jetzt ohne Scheiß. Das ist jetzt auch nicht gelogen. Bevor ich da jetzt ringehe, weil ich jetzt halt auch nicht weiß, was da auf mich zukommt, will ich halt zumindest mal gern das Item da links hole. Aber da ist jetzt so natürlich nichts zu holen, ne? Ich meine, der Weg, da glaube ich echt, das ist jetzt weniger das Problem. So, ist das da unten? Leuchtfeuer? Ah ja, das ist das Leuchtfeuer, genau. Wo man die Abkürzung freigeschalten, dann ist da unten das Leuchtfeuer, dann ist dort die Leiter, aber da kommt man nur auf die Zwischenebene und nicht hier ganz hoch. Ja. Waren wir da rechts in dem Haus eigentlich drin? Ich würde vielleicht versuchen, so irgendwie zu springen, oder? Dann würde er vielleicht rinrollen, sozusagen. Genau, so, ja. Ja, keine Ahnung. Soll man jetzt wirklich statt auch noch rinhupsen, nur um dass man dann wieder verarscht wäre? Scheinbare Wand voraus. Wieder. Ja, weil du weißt, das sieht schon so aus, als kennst du irgendwie noch raus, du hin und lang, ne? Aber hier ist nichts zu holen. Ich weiß nicht, ich denke mir danach, als bin ich vielleicht zu dumm. Bin ich vielleicht einfach zu dumm, dass ich es einfach also quasi nicht hinkriege, die scheinbare Wand aufzumachen. Ja, das war wieder knapp, ne? Ich gehe jetzt nochmal zurück, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass ich da rechts an dem Haus noch gar nicht richtig geguckt habe, ob dort vielleicht noch was geht. Ah, nee, gut, du kann ja, nee, kann ich vergessen, das ist alles auf Stelz gebaut, jo. Also, auf den Fels drauf, jo, alles klar. Schade eigentlich, ne? Da wäre jetzt eine Abkürzung geil. So Lader, die du runter Knuppe kennst, dass du da nachher dann hoch kannst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dort jetzt kein Bossgegner auf mich wartet, sondern dass das jetzt quasi so das nächste Gebiet ist an der Stelle, was einfach mir eröffnet wird sozusagen. Ja, so kann ich dich irren, ne? Scheiße, du. Ich hatte jetzt wirklich keine Lust auf Bossgegner mit 3 Flakons. Ah jo, das brauchen wir. Ja, das brauchen wir. Dort stürzen wir runter. Alter, ich muss mich da jetzt erstmal zurechtfinden, ne? Shit. Dreht der um? Ne, der fährt einfach weiter, als gäb's, also als wäre das nichts quasi, ne? Ich würde jetzt eigentlich gern hier noch kurz warten. Soll ich gerade mal Schlabberdränkchen getrunken? Und außerdem bin ich davon ausgegangen, dass die jetzt tot sind, weil der andere drüber gerollt ist.
Wir wissen ja, jetzt gibt es dort natürlich auch wieder kein Leuchtfeuer, ne? Ist klar. Das war aber irgendwie ein neues Gebiet, ne? Oder auch nicht. So waren wir jetzt noch nicht. Das haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Ich meine, ich kann mich jetzt dort wieder anbeamen, aber du war jetzt aus meiner Sicht kein Weg hoch. Ich kann jetzt hier rüber... Also gut, klar, hier die Leiter, von der wissen wir hier schon. Aber jetzt hoch auf die Brücke, du war jetzt nicht, ne? Du müsst jetzt noch irgendwo ein Leiter sind. Kommst du auch hoch oder bleibst du unten? Der bleibt unten, gut. Dann halt nicht. Danke fürs Gespräch. Nö. Nö. Ist jetzt erstmal okay, wie auch immer geartete Abkürzung, zumindest die ich kenne. Das ist insofern ungünstig, als dass ich jetzt überhaupt nicht mehr so genau weiß, wie ich jetzt eigentlich noch mal laufen muss, damit ich dorthin komme. Also hier schon mal nicht runter, wenn es geht. Genau, hier über die Großbrick. Und dann über die Claybrick, glaube ich, ne? Hier hinten war, glaube ich, Sackgasse. Dann sind wir hier hoch. Ach, ja, genau. Ah, jo, natürlich. Aua. So, jetzt schön auf den Boden gucken. Ja, hier lang, okay. Dann hier lang, hier lang. Gut, die können hoch krabbeln, wenn sie wollen. Der andere Kollege wird die hoffentlich wechseln, sozusagen. Ach, du ist bestimmt auch noch irgendwie ein Leuchtfeuer, wo du dran kommst. 100%ig. Ah, jo. Wie oft soll ich da noch drücken auf betrete Nebel? 50 Mal drauf gedrückt. Was passiert? Nichts. Das sind so die Momente, die regen mich dann auf. Als wäre es nicht schon nervig genug. Und dann funktioniert die Steuerung nicht. Jo, ich weiß jetzt nicht, wie viel Seele ich verloren habe. Das ist mir eigentlich auch egal. Aber... Also nicht ganz egal. Aber es war jetzt keine Ahnung, 20 Level. Das war vielleicht einer, maximal 2. Es geht. Aber... Es ist einfach... Also, da kann ich mich halt aufregen, ne? Du musst aber, ach, irgendwo ein Leuchtfeuer sind, das geht doch gar nicht an, echt. Alles andere wäre doch wirklich scheiße und die Leute verarscht. Und außerdem, wenn das Kollege wäre, da hinten dran, denen so gerade in die Löcher fallen, dann wäre Ruhe. Hölle der Untoten. Warum geht der dann jetzt bitte nicht durch diese fucking Tür durch? Ist das jetzt wirklich zu viel verlangt oder was? Ich mache jetzt nur genau das Gleiche. Ich kann doch nicht mehr wie auf mein Knäppchen drücken, dass ich da durchgehe. Ich verstehe das nicht. Ach, die ganzen Schmetterlinge sind jetzt ja auch wieder da, ne? Die Hutzgrutze. Die ihre Giftstaufen over 100 Jahren.
gerade gut, dass ich den einen da bei dem Kollege, der die Zünde vergibt, dass ich den nicht platt gemacht und das ist gerade gut gewesen. Den eine Schmetterling. Das hatte nämlich gerade recht geschehen. Finsternis schade, ne? Das will man natürlich auch nicht hören. Was ist Finsternis schade? Ist das dann quasi das gleiche wie Fluch? Ich weiß schon. Nein! Ach, ich wollte ausprobieren. Och, ich habe jetzt aber wirklich keine Lust, das wieder einen um andere zu machen. Du musst doch irgendwo ein Leuchtfeuer sein, erleid, das gibt's doch gar nicht. Ich kann doch jetzt nicht den Boss gehen, nicht dort anpflanzen und dann dort nicht irgendwo ein Leuchtfeuer in der Nähe anmachen. Das geht doch nicht. Fuck, jeder Baum gelaufen, du Trottel. Ich renne dir jetzt das. Kenne ich nix. Dann warte ich da oben kurz, ob einer noch geflitzt kommt. Tatsächlich, der Kollege da kam noch geflitzt. Will ich es jetzt wirklich wissen, hä? Will ich es jetzt wirklich wissen? Wirklich, ernsthaft. Ey, das ist... Wenn die Kuh schwätzt, hat die Krümel Ruhe. Fertig. Das ist jetzt wieder dumm. Jetzt sind sie wieder alle gar miteinander gekommen, ne? Und das ist auch, ne? Die Peitsche, die treffen dich ja quasi beim Vorwärtsschlagen und beim Zurückholen treffen sie dich auch noch immer. Das ist halt Abschiss. Aber jetzt sehen wir mal wieder, jetzt sind ja wieder alle gar auf Amo gekommen, ne? Und ich verstehe halt nicht warum, ne? Weil, manchmal kommt dann nur der Erste und dann gehe ich ein Schrittchen weiter, dann kommt der Zweite und so weiter und so fort und do alle auf Amo. Verstehe ich nicht. Musst du irgendwie Grund haben. Kommen die jetzt wirklich alle gerade hochgelaufen? Es ist nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben. Manchmal ist das wirklich, da kommen sie aber wirklich von alle Seiten angerannt, egal wie weit du weg bist. Und dann interessiert es die quasi nicht, ne? Jetzt zum Beispiel, ne? Jetzt springt der da runter und die anderen bleiben hinne. So. Und dann kommen sie auf einmal wieder alle auf einmal. Gerade die mit ihrer dummen Peitsch, die gehen mir am meisten auf den Sack. Die andere gehen ja noch, aber die do. Der was? Kommt der jetzt von da hinten schon runtergehupst? Ich bin noch nicht immer in der Nähe von dem. Eigentlich müsste ich jetzt halt wieder Schlapper trinken. Ah, da hinten ist einer runter. Ah, ne. War Phantom. Also... So, nämlich. So, eigentlich, der da oben müsste ja auch noch runtergehupst kommen, oder nicht? Nö, der hat keine Lust, oder was? Ja? Ah, jetzt kommt er dann doch noch runtergehupst, ne?
Aber zuerst so oben Nickerchen machen. Gegenstand aufnehmen. Und es sind auch immer so saudumme Gegenstände, wo kein Mensch braucht und wo schon 20 davon haben. Immer ein geborstener Augapfel. Als wäre das Item, das du in dem Spiel brauchst. Ja, du, okay. Ich glaube, du kam jetzt kein Loch mehr. Guck mal, die kommen jetzt gar nicht. Ich hätte jetzt... Ah, doch, jetzt. Ja, ein bisschen länger Leitung, ne? Kommen die jetzt, oder? Jo, so langsam kommen sie angeschlappert. War ein kurzes Gespräch, ne? Ich hoffe, es war lehrreich. So, irgendwo muss doch da ein Leuchtfeuer sein. Ich verstehe das nicht. Das geht doch gar nicht anders. Ich jetzt da rein gucke, ne? Da ist aber nix. Ist hier eine Wand. Geht's auch nicht weiter. Dort auch nicht. Du weißt halt nicht, weil jetzt so weit um die Ecke nicht gucken kannst. Jo, an der Stelle, ne? Vielleicht ein Leuchtfeuer. Aber du ist keins, ne? Ich war eben schon mal da. Da ist nix, ne? Da ist einfach nix. Ach, es ist doch Scheißdreck. Was steht da? Schalter. Jo, Schalter, alles klar. Gucken wir mal, ob da Schalter ist. Nein! Du ist, warum ist dann auch auf der einen Seite jetzt einfach so fucking Loch? Jo, wir sind ja schon gedacht, komm, lauf schon hinterher, das holst ein bisschen mehr Zeit, bis er dich ingeholt hat. Nix. Ich kann mir nicht helfen, leid. Ich bin mir so sicher, dass du irgendwo ein Leuchtfeuer sein musst. Aber du ist keins. Alles mindestens weiß ich nicht wo. Jetzt ist der fucking grüne Balken wieder leer. Dass du immer alles leer sein musst, kann das nicht immer voll bleiben. Ach komm. So. Bevor die uns jetzt wieder hinterhergehupst kommen, du mir die Sache direkt kläre. Ach, wo kommen sie dann jetzt wieder her? Schleiche sie sich doch jetzt bitte nicht so von hinten an. So. Hebt der uns jetzt wieder eine Fackel oder wie ist das? Fackel kann ich nochmal jetzt weg brauche. Gut. Wenn ich jetzt die 10 Sekunden regle, dann müsste ja meine Seele eigentlich noch vor der Nebelwand sind, oder nicht? Eigentlich war das jetzt saudumm und knapp, ne? Ah jo, jetzt kommen sie wieder alle gar. Die Peitschemeister. Hallo vor Sky. Dir auch ein gutes neues Jahr 2023. So. Och, es ist doch Scheißdreck. Hat doch nicht immer geschlafen mit seiner Fackel, ne? Einfach.
Habe ich eben noch gefroht, ja, der Wärme ist hier vor dem Ding leihe. Nur unsere Lee am Arsch der Welt. Also aus meiner Perspektive, weil ich so weit nicht gekommen bin. Jetzt. Wie viel Seele gäbe die Knechte da? Komm her, du Knecht. Jojojojojo. Cut. 858, naja. Ist jetzt auch nicht gerade, dass ich sagen die. Oh, wow, wow, ist das viel. So, hat der mich doch noch erwischt, die Drecksau. So, was ist jetzt mit dem nächsten? Ich glaube, da rechts oben ist ja auch noch einer, ne? Der rechts oben ist, glaube ich, noch ein Peitschenmeister. So. Peitschenmeister. Bringt der Peitschenmeister eigentlich genauso viel wie du der Axtkönig. Weil ich finde, die Peitsche-Typen finde ich viel schwieriger, aber die bringen genauso viel. Naja, gut, dann halt nicht. So, komm runter, gehupst. Bitte. Sehr schön. 2 schnelle Schläge und weg sind sie. So, und jetzt theoretisch haben wir Folgendes jetzt erreicht. Wir haben jetzt noch relativ viel Flakos. Und sind quasi hier oben. Komm, ich warte jetzt nicht auf die Trottel. Ich gehe jetzt so einfach rein. Und vielleicht habe ich schon Klick und schlaf bis in die richtige Richtung. So, Hebel. Hebel sehe ich hier jetzt nicht. Das ist halt wieder der Rotz. Du kommst halt nicht mehr raus jetzt, ne? Du kommst nicht raus. Du musst dich drin verstecken, weil der dabische Streitwahn kommt. Und dann no kommst du nicht mehr raus, weil dann stehst du vorne dran und dann ist halt Schicht im Schacht. Ich probiere das jetzt noch einmal. Und dann hören wir weit auf. Es regt mich nämlich gerade einfach auf. Und dann muss es hier nicht sein. Ist hier einfach irgendwo ein Leuchtfeuer? Ach, so in die Richtung habe ich eben gar nicht geguckt. Komm, du brauchst eine. Ja, gut. Hier, vielleicht, ne, wenn du jetzt in die Richtung guckst. So, Gegenstand aufnehmen. Roter, ja, ist klar. Roter Augapfel. So, hier jetzt irgendwo. So, hier jetzt irgendwo ein Leuchtfeuer, ne? Hier oder so, hier. Da hast du irgendwo rin und da eine Leuchtfeuer, ne? Ist aber nichts, ne? Oder ich bin zu blöd und ich find's nur nicht. Hallo. Hallo Schmieger. What means SL? So, zack. Ah ja, da kommt der nächste. Ah, Souls Level. I don't know exactly, but I guess it's something about 110.
but I'm a bit sad that I don't find a bonfire here nearby. Gut. Der nächste, wo haben wir ne? Ah, hier. Ach, das ist wieder so Peitschenmeister, ne? Gut, sehr gut. Immer die dumme rote Augapfel, das gibt's hier gar nicht. So, ich weiß jetzt nicht. Ach komm, du laufen wir einfach durch. Ach shit. So. Wenn der runtergehupst kommt, der kann uns in Nogelov kommen, dann können wir ja der Offe dem noch seit 2 Stöße geben. Und dann passt das jo. So. Tschüss. Gut. Vielleicht mischte ich auch irgendwie andere Waffen nehmen. Keine Ahnung, dass die dumme Skelette, dass man die jetzt irgendwie mit einer anderen Waffe vielleicht... So, jetzt weiter geht's. Aha. Den Knilch, der wäre vielleicht ganz clever kaputt zu machen. Aber... Ach, fuck. Wo ist dann da ein dabischer Hebel? Komm, 11 Versuch machen wir noch. Souls Level 106. Du musst irgendwo ein dummes Leuchtfeuer sein. Das gibt's gar nicht. Die Glosse ähnelt doch jetzt nicht den ganze Rotz hier jedes Mal aufs Neue mache, um zu dem dabbischen Bossgegner zu kommen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Beim besten Willen kann ich mir das nicht vorstellen. Ach, da kommen jetzt wahrscheinlich wieder 2 Stück. Ah jo, ist mir schon klar. Du hinne um die Ecke, das ist irgendwie verdächtig. Du isst bestimmt irgendwie was. Irgendwie eine Abkürzung oder was. Du hinne in der Ecke. Was jetzt ich, du Baum runterstuppe, da kannst du dran hochklettern, irgendwas. Das man natürlich auch machen kennt, ne, wenn du jetzt nachher in diesem Rondell bist, dass du den Zauberhannes, dass du den mal als erstes kaputt machst. Dann wäre an der Stelle wahrscheinlich schon mal Ruhe. Jo, aber dann muss ich erst mal so weit kommen, muss dann noch dem dummen Streitwahn ausweichen. Das kann ich halt auch vergessen. Aus meiner Sicht. Es ist halt, ich sag mal so, schwer ist der wahrscheinlich gar nicht, ne? Also der Bossgegner. Aber dadurch, dass du halt dort irgendwie so wenig Zeit hast und dann immer die ganzen Skelette angehupst kommen, ist der halt schon sau nervig. Sehr gut. Ach, es ist wieder der Peitschenmeister, ne? So. 1, 2, 3. So. Du brauchst eine rote Augapfel, ist mir auch klar. Und denen haben wir jetzt einige, ne? Wäre mir lieber, die würde, keine Ahnung, Titanit, Scholle oder sowas fallen lassen. Oder Brocke. Oder Glitzer-Titanit. Irgendwas, was du gebrauchen kannst. Ach komm, nicht was.
Jetzt wird der in die falsche Richtung gelaufen, allewei. Knapp, ey. Richtig, richtig knapp. Wow, wow. Nein. Shit. Naja, gut, auf der anderen Seite. Ach, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Noch echt Schlag, aber wahrscheinlich wäre die Skelette dann ja auch geblippt, sondern die sterbe dann erst hinten raus, ne? Oder soll ich sagen, komm, ich nehme es in Kauf, dass ich irgendwo getroffen wäre. Wir haben ja gesehen, dass ich überlebt habe. Dann komme ich dafür weiter und kann dann vielleicht irgendwo den ominöse Hebel umlegen, von dem die Nachricht gesprochen hat. Ich meine, der Bossgegner selbst, der ist hier wahrscheinlich auch überhaupt nicht wirklich schwer oder so. Aber der ist halt echt fucking nervig. Ich weiß nicht. Soll ich nochmal probieren, einfach durchzurennen? Aber da hatte ich irgendwie jetzt zuletzt nicht so wirklich Glück damit. Ich hatte sie schon zweimal probiert. Aber... Komm, komm, komm. Komm, zieh jetzt. Ich meine, aktuell geht's noch. Das Problem ist dann halt gleich hier oben. Renn doch bitte. Renn doch bitte. So, dass er jetzt hier... Gut. Oh, der Klicke hat. Wird der fast in die falsche Richtung gerannt. Nein! Das sind einfach zu viel. Guck dir das mal an. 3 der 4 Stück jetzt wieder. Ich muss bestimmt irgendwo dahin und eine Hebel drücken oder so. Ich habe jetzt noch nicht so wirklich den Plan im Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich durchrenne, hat jetzt eben zumindest mal geklappt. Ist ja schon mal etwas. So, dann hast du die Skelette. Die kann ich zwar kaputt machen, aber die steigen wieder auf. Und zwar finde ich auch relativ schnell wieder auf. Es sei denn, der Streitwagen hat sie auch nicht richtig kaputt gemacht, dass sie jetzt nicht kaputt waren. Das heißt vielleicht, wenn ich dort 2-3 Mal drauf haue, dass sie dann, wenn der Streitwagen kommt, kaputt geht, dass ich da ein bisschen mehr Luft habe. Ich gehe vielleicht mal hin. Nehme mal eins von den Menschenbilder. Dann hocke ich mich hier nochmal hin. Steige nochmal auf. Aufsteig bitte. So. Jetzt sind wir ja menschlich. Jetzt versuchen wir dort wirklich nochmal durchzurennen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr vom Energiebalge quasi. Welche 50 Mal geklappt und jetzt lag der genau in die Sensorin. Was? Ich weiß ja auch nicht. So, egal. Noch können wir das, glaube ich, mit einem Schlabberdrängchen ganz gut wieder herstellen. Genau. So. Jetzt gehen wir das erstmal so runter, dann rennen wir da ein bisschen, dann tun wir ein bisschen warten, dann springen wir. Shit, shit. Es ist doch ein Scheiß. So, rennen jetzt bitte. Ich verstehe das nicht, warum der grüne Balge, obwohl er quasi dann schon wieder hier am Regenerieren ist, dass er dann jetzt irgendwie da nicht rennen kann. Ich muss es auch durchziehen bis hierhin und die Nebelwand drücke, weil die kommen direkt hin, genau, ne? Ach, wieder wäre ich in die falsche Richtung gerannt. Der war geil, der Move. Sehr gut.
So. Schlabberdrängsche. Gut. Gleich ins nächste rein. Komm, schneller. Renne. Nein. Schlabberdrängsche. Dass mir die Waage aushalle. Sehr gut. Renne. Schlabberdrängsche. Hör auf. Schlabberdrängsche. Renne. Renne, 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 renne. Gut. Sehr gut. Schlabberdrängsche. Nein! Nein! Da hinten wäre der Hebel gewesen. Ich krieg die Rotzviecher halt auch nicht fort, ey. Oder ich muss halt wirklich vorne stehen bleiben, bis zu dem ersten von denen Knilche renne. Und dann zuerst vorne die 3 Skelette kaputt machen, damit die uns nicht mehr hinterherlaufen. So irgendwie. Aber eigentlich war das eben ein richtig geiler Versuch, muss ich sagen. Der hat mir richtig gut gefallen, der Versuch. Flieger hat, egal, nehmen wir mit. Ich würde jetzt halt einfach den Gegner gerne noch packen. Mehr nicht, einfach nur noch den Gegner bitte. Heute. Jetzt. In dem Versuch. Ich sage es euch, wie es ist. Für mich ist das eigentlich der schwerste Gegner bisher. Für mich ist es wirklich der schwerste Gegner bisher. Nicht, weil der Gegner an sich jetzt so schwer wäre, sondern durch quasi die ganze Rahmenbedingungen, ne? So, pass auf, ich stelle mich jetzt hier vielleicht hin. So. Dass ich den hier 1, 2, 3. So. Nein! Komm doch bitte jetzt und mach sie platt, danke. So, Dorin. Und jetzt müssten wir quasi zu der nächsten Glück gehen, wo dieser Trottel steht. Wo waren das? Nein! Ich brauche Lücke. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Wow. Nein, zu früher Ausgang. Herrgott Normo. Das wäre jetzt eigentlich die Chance gewesen. Komm. Komm, 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 komm. Ich will einfach den fucking Hebel ziehen. Spring weg, spring weg, spring. Was ist dann? Spring doch. Du hast doch noch Energie. Also, nimm ich viel, aber wenigstens ein bisschen.
Nein! Was soll ich denn da machen? Von der Taktik her war es jetzt nicht schlecht eigentlich, ne? Warum hatte ich denn jetzt eine Bowie in der Hand? Ich weiß hier nicht, was ich jetzt am geschicktesten machen soll und wie. Wenn ich der Dusche schon die Roll mache. Und dann klappt es noch nicht immer. Beziehungsweise der haut trotzdem auf dich drauf und trifft dich. Obwohl du gerollt bist. Du brauchst eine miese Rolle. Knapp. Knabbig. Eigentlich ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn du dich von diesem Peitsche-Typ treffen lässt und du dafür nicht von dem Axt-Typ, weil ich glaube, der Peitsche-Heini, der tut ja weniger abziehen mit einem Schlag als der andere, ne? So, ne? Ich habe eigentlich die Animation schon angefangen gehabt. Ich habe die Animation schon an. Ich habe F gedrückt, die Animation hat angefangen. Ich kann mich nicht mehr bewegen und dann trifft er dich von hinten, dann bricht er sie ab. Das ist doch nicht normal. Ist mir jetzt egal, aber die 200 haben wir voll gemacht. Jetzt reicht's für heute noch einmal. Aber eigentlich hätte ich nicht gerne noch packe. Komm. Also bis 7 Uhr müssen wir eine gepackt haben, dann hör ich auf. Aber bis 7 Uhr probieren wir das jetzt. Bis 7 Uhr probieren wir das. Schon wieder, in meine Sprungerin. In die Sprungerin. Bei den Skelette. Aber der letzte Typ, ne, der ist aber auch wirklich ganz hinne, ne? Also kann ich jetzt auch nicht irgendwie sagen, ah ja, gut, pass auf, der ist jetzt quasi in der Hälfte oder so. Der ist ganz hinne halt, ne? Den erste, den kriegen wir ganz gut, glaube ich. Ich tue trotzdem nur die Waffe wechseln. So, dann rennen wir hier. Gut. Nein! Klicke hat. So. Der ist weg. Jetzt warten wir hier gechillt, bis der Nummer kommt. Und dann geben wir Gas. Am liebsten den ich den Typ da hinten packe. So. Das sind aber zu viel, ne? Ne, eigentlich hat er mich gar nicht getroffen. Schlag doch bitte. So.
bleibst du schön drin stehen. So, ist der jetzt tot? Sieht so aus. Dann können wir jetzt hier das Ding runterlassen. Springe hier in die Nische rein. Fuck. Noch Schlag wäre so jetzt weh. Jawohl. Gott sei Dank, ey. Ich meine, der Bossgegner an sich ist ja eigentlich nicht schwer. Aber, mit den ganzen Skelette und dem ganzen Scheiß, ey. Alter. Das war... Insofern war es quasi das Schwerste, wenn nicht das Schwerste, aber zumindest das Nervigste. Genervt hat er auf jeden Fall ohne Ende. Du rast die Pump wieder, ey. Du rast die Pump wieder. Und wie viel hat er gibt noch? Okay, 20.000, ey. Vielleicht gerade 20.000. Was kommt hin für einer angehupst? Ach, sind das jetzt die Trottel von Owe, die mir hinterhergelaufen sind, oder was? Das war jetzt nötig, dass die auch noch da runterkommen, hä? Ja, haben sie doch an der Nebelwand gewartet, ne? Das ist jetzt in den anderen Spielen auch nicht gewesen. Dass du jetzt an der Nebelwand warte, quasi, bis du da rauskommst. Ne? Und dann kommen sie noch mal schäfen hin. So, die Items haben wir jetzt hier, glaube ich, alle gar relativ gut eingesammelt. Wir nehmen nur mal vorsichtshalber die Flakköche. Und dann gucken wir mal da vorne noch weiter. Da wird jetzt dann wahrscheinlich irgendwann mal Leuchtfeuer kommen, denke ich. Hoffentlich, vielleicht. Eventuell. So, hier, was haben wir hier? Jo. So, der Hebel haben wir gehebelt. Ich gehe jetzt hier vorne das Item hole. Okay. Hurra für Rache. Sackgasse, jo. Jo, alles klar. So, jetzt so schönes, geiles Leuchtfeuer, ne? Hurra für Mut. Lob sei Sonne. Loch, Loch. Ja, und jetzt so Felsbrocke von oben runtergerollt, ne? Die ich nochmal schön platt gemacht. Gerade als Belohnung, dass du jetzt gerade den Bossgegner gepackt hast, ne? Aha. Sehr gut, das können wir schon mal anzünden. Dann halten wir mit dem noch ein Schwätzchen. Kötzbrot. Oh, willkommen, willkommen. Blut. Nein. Ja, ich weiß. Hier jetzt wieder so beleidigt ist, ne? So, oh, je, das ist kein Ort für dich. Nur weil ich jetzt nicht mache, was er gern hätte, ne? Die ganze, Dinger, die sind aber jetzt auch nicht... Aber warum ist jetzt hier quasi so Leuchtfeuer? Ja? Aber hier geht's hier nicht weiter. Oder? Ist doch dann eigentliches Sackgasse jetzt hier, oder nicht? Es sei denn, dass du unten dann doch irgendwo noch in eine Seitengange rein kennst. Aber jetzt so auf den ersten Blick hätte ich eigentlich gesagt, nee. Sind jetzt hier die Zauberer und die ganze Hohlköpfe der da, oder bleiben die jetzt mal fort, wo sie angehören? Ja, da ist keiner.
Gut, hier kann man vielleicht noch mal links, rechts ein bisschen gucken, ob da noch irgendwo ein Ingang ist. Sieht aber nicht so aus, ne? Das sieht jetzt wirklich so aus, als wäre das irgendwie ein Sackgasse. Ich kann hier hoch. Oh, kann ich du... Vielleicht, wenn man da hingeht. Ah, fuck. Aber das kann funktionieren irgendwie, wenn du so am Rand entlang. Ja. Gut, aber da hinten geht's halt auch nicht weiter, ne? Welche und das für so oscherischer geborstener Augapfel. Du dich durchquäle und alles. Dann hättest du doch dort jetzt wenigstens weitergehen können. Gute Arbeit. Weil du ist halt nichts zum Durchgehen, ne? Ja, du, ihr Leid, wir sind ja jetzt, keine Ahnung. Kann natürlich Sinn, dass wenn ich bei dem anderen hier das Blutgelachste mache, dass dann heißt, jawohl, jetzt hier die Statue, die wird dann, kriegt dann rote Aue und macht mir dann die Tier auf oder so, ne? Aber zunächst mal scheint das hier nicht der Fall zu sein. Aber diese Hölle der Untoten, wo gehört denn das jetzt dazu? Hier ist die Jägerhain, so. Hier nicht. Hier. Hölle der Untoten. Ach, das Ding heißt Hölle der Untoten und es Leuchtfeuer 8. Ja, gut. Aber das scheinen doch jetzt Gebiete zu sein, die ich eigentlich hätte vorher finden sollen, oder? Weil, die spätere Gebiete, die sind ja quasi weiter unten. Also muss ich nur unten scrollen. Jo. Das geht, glaube ich, nicht, ne? Nee. Aber das geht, ne? So, und zwar mache mir jetzt Er kennt Intelligenz und Wille kennt man ins Hochmache quasi. Hä? Guck mal, das sind doch jetzt hier... Das hier ist gehighlightet, das hier und das hier und die hier. Das wird doch jetzt eigentlich heißen, dass auf die Attribute hat diese Fähigkeit Auswirkungen. Aber wenn ich jetzt zack mache und dann wäre nur 3 von denen ganze Gedingens. Dann machen wir jetzt eine Musik. Mache das noch in Geschicklichkeit. Bestätige mir das. Dann poppe mir noch eine Seele. Dann könnte man nämlich noch ein Level machen. Ich habe jetzt natürlich wieder nicht drauf geachtet, wie viel ich da brauche. 15,502. 15,5 benutzen. Machen wir mal 2. Ach, gebe ich ganz wenig. Du siehst halt auch nicht so direkt. Also mischt halt einfach sie, wie viel Seele so Scheißding bringt. Gut, das kennt gerade so Reiche. Sind jetzt mehr wie 50,5, bleibe dann am Ende 800 oder so übrig. Und das machen wir jetzt einfach mal in die Kondivigerin. So, zack, zack. Gut. Und dann reisen wir direkt hier hin, weil in dem Giftteich geht es dann beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Dort sind wir hier noch nicht durchgegangen, aber dort geht es auf jeden Fall weiter. Im Erntetal. Mal gucken, was wir ernten, außer Seele und Gift. Vielleicht ja auch noch irgendwelche schöne Gegenstände, man weiß es nicht, ne? So, sind wir jetzt durch endlich im Jägerhain. Den dabbischen Boss haben wir auch noch gepackt. Der war hier sowas von nervig. Ich will jetzt nicht sagen, dass der schwerste Boss war bisher, den man hatte. Ich meine, der Boss an sich war ja auch relativ leicht.
schwer gemacht hat die Geschichte halt die ganze Skelette, die immer aufgestiegen und dann auf einmal auf die Struff gestürmt sind, dann ein bisschen die mir aus der Ecke rauskommen und dann haben sie sich kaputt gemacht. Aber wir haben ihn jetzt gepackt, so wie sich das gehört. Richtig viel Seele hat er natürlich wieder nicht gegeben, klar. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie es da aber weitergehen soll, weil da ist sie jetzt wirklich eine Bonfire direkt dort oben. Das heißt eigentlich, dass ich jetzt davon ausgehe, da geht es irgendwo weiter, weil wenn nicht, dann hätte ich auch das Bonfire nicht gebraucht. Naja gut, vielleicht damit ich mich nur mal Jula zurück teleportieren kann, aber jo, keine Ahnung. Ist ein bisschen komisch. Gut, aber beim nächsten Mal haben wir dann hier noch dieses Giftloch da vor uns und dann gucken wir mal, was da auf uns wartet, ne? Danke, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Bis dann. Ciao.